Servus beieinander, der Johann Barse ist da. Wie versprochen gibt es heute den Eierlikör. Und zwar einen Eierrahmlikör. Man kann den eigentlich ja auch nur mit Eigelb machen. Wir deren einen Rahm dazu. Und als erstes zu den Eigelb kommt Puderzucker und das sparen wir in unsere Maschine ein. Und lassen es langsam cremig rühren. In der Zwischenzeit richten wir die Haarsanne her. Wir haben einen schönen Geschmack dran, und zwar Karamell. Den wir uns schon vorbereitet haben. Und da kommt Vanille rein. So, und so schaut es aus, wenn es cremig ist. Und das geben wir dann zu unserer Sahne dazu. So, dann kommt noch die Kondensmilch rein. Und dann haben wir keinen Platz mehr für den Schnaps. Und weil es so schön ist im Moment, ich weiß nicht, vielleicht der eine oder andere kennt das noch, jetzt arbeitet man auch mit Gold. Und zwar aber mit dem Danziger Goldwasser. Das ist eigentlich ein Kräuterlikör. So, und das lassen wir jetzt schön ziehen, damit sich das ein bisschen verbindet. Und dann füllen wir es in Flaschen ab und dann müssen wir probieren. So, und nach einer Reifezeit von 24 Stunden in etwa können wir es abfüllen. Oh, wie das schnell läuft. Da muss man sich immer sehr konzentrieren, weil sonst geht es dann im Waschab drum. So. Und jetzt müssen wir natürlich probieren, dass wir sehen, was wir da fabriziert haben. So, dass unser Kameramann auch nicht durstig bleiben muss. Dann auf ein schönes Ostern. Prost! Sehr gut. Aber ich weiß noch nicht recht, ich glaube, ich muss noch einmal. Aber ganz sicher bin ich mir jetzt auch noch nicht. Jetzt muss man nochmal probieren. Ja, jetzt glaube ich, jetzt ist er gut. Servus beieinander.